Man merkt schnell, dass das Dorf über einen redet, dass die Frauen alle hier schon mal ein ganzes Instagram-Profil abgecheckt haben. Großer Schritt, auch alleine zu bauen, nicht mit einer Partnerin. Raus aufs Land. Ich gehe jeden Morgen immer laufen, so zwischen 10 und 15 Kilometer. Schön in der Natur. Und deswegen sind wir heute an meiner Lieblingsstelle, an dem schönen See. Ich habe mir ein Fertighaus gekauft und zurzeit sind wir bei der Phase im Innenausbau. Ich bin gerade bei der Polizei in Teilzeit. Bei der Polizei bin ich im Schichtdienst, heißt Spät-Früh-Nachtschichten und war eigentlich ganz normal Streife, heißt Innendienst und Außendienst. Ich habe das Grundstück gesehen, als ich mit der Polizeistreife hier vorbeigefahren bin. Habe ich den Nachbarn gefragt, steht es zum Verkauf da? Er hat gesagt, ja, aber er wollte zuerst sehr viel Geld. Dann ging es nochmal in die Verhandlungen. Ich habe gesagt, nee, das geht nicht, so viel Kohle habe ich nicht. Hat er es mir dann doch verkauft. Dann bin ich gleich eine Woche später zum Notar gegangen, alles unterschrieben, alles mit der Bank abgeklärt. Die haben dann nochmal gefragt, ja, willst du echt alleine bauen? Ich habe gesagt, ja. Jetzt fragen auch noch immer Nachbarn, hey, ziehst du da alleine rein in dieses Haus? Ja. Deswegen ist jetzt schon ein großer Schritt, auch alleine das zu machen, zu bauen. Jetzt nicht mit einer Partnerin, sondern wirklich sich alles um selber zu kümmern und das selber zu bauen. Ich mache ab und zu so Komboübungen mit Laufen und Schwimmen. Und ja, ich finde es hier ganz schön, ein bisschen zur Ruhe zu kommen in der Natur. Und ja, ist ein bisschen Abwechslung jetzt auch zum Hausbau. Ich kann ein bisschen abschalten, das ist für mich wichtig. Ja, und einfach Gedanken mal loslassen. Ich bin in der Stadt groß geworden, in einer Wohnung. Ich habe so das Landleben nie so mitbekommen und deswegen ist es ja für mich jetzt was ganz Neues und was anderes. Der Vorteil auf dem Land ist natürlich auch, ich bin direkt in der Natur, habe viele Strecken zum Laufen, viele Strecken zum Biken und kann mich hier eigentlich komplett ausleben in meiner Sache. Ich bin in Polen geboren, in Oberschlesien. Bin dann mit 7 Monaten hergekommen, haben da eigentlich echt klein gewohnt. Die erste Wohnung von meinen Eltern, wo wir noch Babys waren, da hatten wir Klo und Bad im Gang. Die mussten mit Kohle heizen, also die hatten gar keine Badewanne, keine Dusche, sondern meine Mom hat mich noch in so einem kleinen Wäschekorb gewaschen und so. Und ja, da gab es diesen Luxus nicht. Meine Eltern haben eigentlich jeden Kackjob angenommen, damit es uns gut geht. Ja, die konnten sich selber nicht so verwirklichen. Und deswegen wollte ich es jetzt eigentlich auch machen, auch so ein bisschen für sie. Dass sie dann hier auch chillen können im Sommer und alles, Feste mit denen feiern. Oder nächstes Jahr den 60er von meiner Mom hier im Garten. Ja. Ich bin Leistungssportler, schon von der Kindheit her. Schon mit 4, weil meine Mom ist Leistungsschwimmerin, die war in Polen sehr gute Schwimmerin. Und dann Schwimmen, Fußball, beides sehr hoch gespielt. Und dann bin ich irgendwann zum Triathlon gekommen. Ich mache jetzt die Sportart Hyrox. Es gibt es seit 6 Jahren und ist eine Kombination aus Ausdauer und Kraft. Und deswegen ist es so zeitintensiv. Und letztes Jahr bin ich dann in Manchester Weltmeister geworden in dieser Sportart. Man merkt schnell, dass das Dorf über einen redet. Ja, manchmal gibt es lustige Geschichten, die mir erzählen werden, dass die Frauen alle hier schon mal ein ganzes Instagram-Profil abgecheckt haben und so und ganz neugierig sind, wer der Typ ist. Wo ich eine Frau kennenlernen werde, ob in der Stadt oder auf dem Land. Ich glaube nicht auf dem Land. Ich denke schon in der Stadt oder beim Sport. Ich glaube, anders wird das gar nicht passieren.
Die Frau, die ich kennenlernen möchte, sollte so das Landleben mögen und auch vielleicht eine Familienplanung in den nächsten Jahren haben. Ich werde das Stadtleben schon ein bisschen vermissen, aber mit einer Familie hier im Sommer im Garten zu chillen, im Kinderwagen hier rumzulaufen im Dorf, ist schon so ein Traum von mir. Und die Frau sollte dann damit auch einverstanden sein, aufs Land zu ziehen. Schwimmen mag ich sehr, von meiner Kindheit halt noch, von meiner Mom geprägt. Deswegen ist Schwimmen so meine Lieblingsdisziplin, die ich mache. Wenn ich hier so eine Stunde schwimme, ist wie eine so Freiheit für mich, wie so Ablenkung. Ich will ein Buch lesen oder so. Das ist für mich eigentlich das Schwimmen. Ja, ich glaube, das zieht sich schon, die Disziplin durchs ganze Leben. Egal was ich anpacke, ich will das eigentlich schon schnell beenden und auch schnell nach oben kommen. Ich setze mir da schon immer die Ziele und will sie auch dann erreichen. Der Einzug drückt echt näher, ganz schön stressig, vor allem mit den Sachen nebenbei und alles. Ja, manchmal mache ich mir Gedanken, ob das alles klappt oder so. Ich mache mir da selber sehr viel Druck. Mit dem Fließen jetzt noch mit dem Streichen, mit der Elektrik. Ja, mal schauen, ob das alles klappt, aber ich bin zuversichtlich und hoffe, dass es klappt, wirklich. Wie war Baustelle? Baustelle war eine Katastrophe, Mann. Echt, oder? Und zwar für eine dumme Schließe 2 Stunden, das kann nicht sein. Sollte ja schon Strom und Wasser da sein, aber die Firma hat dann abgesagt. Zurzeit bin ich echt schon an der Grenze. Ich hab langsam keinen Bock mehr.